ist daheim. Wie schaut's aus? 300 Euro Provision, wenn ich bis morgen Abend verkaufe? Also gut. 200 Euro Bonus, wenn du einen bis morgen Nachmittag verkauft hast. Okay, aber dann pro Wagen. Ich schon eh. Jetzt verkauf erst einmal einen. Kann die vielleicht eine Probefahrt machen? Ja, der muss jetzt bloß noch die Unwucht ausglichen werden, aber dann kein Problem. Aber der hat jetzt sich für den interessieren. Ja, vor allem die Farbe gefällt mir. Na, das ist doch schon mal was. Sonnenschein an, ich hab die Unwucht noch nicht gekriegt. Sollen wir gleich einen neuen Termin ausmachen? Ich melde mich bei Ihnen. Es tut mir leid. Aber du hast gesagt, richtig, Alter, und nicht macht den Anna zuerst. Brauchst du jetzt nicht mir die Schuld in die Schuhe schieben. Hör mal zu, du bist aber schuld. Ab jetzt befolgst gefälligst meine Anweisung, sonst rede mal mit Maike ein ernstes Wort. Daheim ist daheim. Da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim. Dort, wo ich jeden auf der Straße kenn. Da kannst du an jeden Menschen fragen. Er wird die anschauen und dir sagen, daheim ist daheim. Daheim ist daheim. Da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim. Ich glaube, du spinnst ein bisschen. Jetzt kommen wir wieder runter. Gib mir einfach klare Anweisungen, dann haben wir solche Probleme gleich gar nicht. Gut, vielleicht habe ich mir ein wenig missverständlich ausgedrückt. Tut mir leid. Passt schon. Du magst zwar erst unser Azubine sein, aber dagegen halten tust du ja dreifach geprüfter Kfz-Meister. Nur wenn's angebracht ist. Und was mache ich jetzt mit dem Herrn Dost? Ich habe schon gehofft, dass er vielleicht bei einem Oldtimer zuschlägt. Naja, bis jetzt hat er ja nur einen vor den er Probe gefahren. Du meinst, wenn er erst in dem Cabrio drin hockt? Dein Verkaufstalent bringst ihn schon dazu, dass er einen mitnimmt. Ja. Stadler? Kathi? Ja, arbeitet bei uns keiner mehr, oder was? Herr Kirchleitner, da sind Sie. Ich hab schon im Büro nach einer geschaut. Ich war vor 10 Minuten schon mal da habe ich die auch nicht gesehen. Ja, ich hab der Bini erst einmal nur Servus sagen müssen. Die fliegt doch heute mit dem Flori nach Kanada. Das war übrigens mit der Frau Kirchleitner ausgemacht. Ja, ja, ist schon recht. Na? Wie schaut's aus mit deinem Bier? Sehr gut, ich hab alles schon vorbereitet. Schön. Mein erst selbstverantwortetes flüssiges Gold. Na, so stimmt es aber nicht. Oder hast du schon vergessen, wie du dein Energy-Bier entwickelt hast? Ja, das ist halt mein erstes Heiß. Was tust du das? Das schmeckt irgendwie noch gar nichts. Ich finde, das schmeckt wie das Kirchleitner hell. Und so soll es ja auch schmecken. Soll's ja, tut's aber nicht. Ich mein, das muss doch du schmecken, so wie ich die ausgebildet hab. Ja, aber ich hab mir doch genau ans Rezept gehalten. Ja, anscheinend nicht, weil sonst hat man's schmecken. Ja, und jetzt? Ja, und jetzt? Was tut man mit dem Bier, was nicht passt? Simona, Ja, ganz genau. Das können wir's mit dem Starkbier verschneiden, weil so können wir's unmöglich abfüllen. Aber da kümmere ich mich selber drum. Komm, geh du an die Etikettiermaschine. Genau, Herr Dorst. Das mintfarbene Cabrio. Natürlich haben wir das durchgecheckt. Das, was bei der Probefahrt vorgekommen ist, das passiert uns kein zweites Mal. Wunderbar. Dann sehen wir uns morgen. Wiederhören. Morgen um 11 muss man den Rücken frei halten. Da kommt der Dost noch mal und checkt das Cabrio. Super. Wie wär's mit? Danke, Toni, dass du mir auf die Idee gebracht hast.
Wenn ich jetzt selber draufgekommen wäre, dass ich den nochmal anrufe. Also gut. Danke, Toni. Geht doch. Dass du dich darum kümmerst, dass das Cabrio morgen tipptopp in Schuss ist. Ich hoffe, du zeigst auch so einen Einsatz, wenn ich einmal einen Kunden an der Angel hab. Darüber reden wir, wenn es dann soweit ist. Jetzt schauen wir erst mal, dass das mit dem Verkauf hinhaut. Dann lade ich die morgen auch auf ein Stückler Torten ein, hä? Na super. Ja. Ja, sicher geht es auch. Ich sollte mir über den Herrn Kirchleitner jetzt gar nicht mehr so aufregen. Und die Überraschung für Tante Moni ist jetzt eh viel wichtiger. Du, die wird garantiert keinen Fuß vor den Hof setzen, bevor du nicht da bist, das sag ich dir. Naja, weil ich es einfach mit dem Spieleabend da festnagel. Kann also gar nichts mehr schief gehen. Boah, auf deren Gesichter freue ich mich jetzt schon. Ich werd mit dir so eine Schau kriegen, wo die nächsten 100 Jahre nicht mehr zusehen. Ja, hallo, überleg einmal. Die hat überhaupt keine Ahnung, dass da gerade du morgen da auf der Matte stehst. Martin, die Post von heute. Zu Händen von Martin Kirchleitner. Ich habe mir natürlich nicht traut, dass ich da reinschaue. Ja, dann legst du her. Sag einmal, geht das in Ordnung, dass du uns morgen zum Flughafen fährst, dann Sascha und mich? Freilich, das hab ich doch gesagt. Wie lange bleibst du denn eigentlich auf Naxos? Ja, ich bloß ein paar Tage und der Sascha, der bleibt gleich ein paar Wochen. Der hilft nämlich seinem Spezi in der Taverne. Der hat ein Leben. Und du kannst das mit deiner Therapie vereinbaren. Ja, der Dr. Strobler hat gesagt, ein bisschen Abstand, das schadet nicht. Na, ist recht. Der Hubert und ich, wir schmeißen den Laden schon. Ach, da sind Sie. Ich hab Ihnen schon gesagt, Frau Kirchleitner. Da ist mein Urlaubsantrag für das Jahr. Stadler, du bist aber früher dran. Ja, ich hab noch was ändern müssen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ja gut, kannst du das nicht woanders besprechen? Siehst du, dass ich beim Arbeiten bin? Ja, ist ja gut. Was hast du denn auf einmal? Nix. Außer, dass der Kathi ihr Bier total daneben gegangen ist. Was? Hättest du mir aber schon früher sagen können. Mach dir du keine Sorgen, das Bier wird verschnitten und die nächste Charge mache ich selber. Also, ich find, das hat passt. Ja, find ich schon. Was? Das Bier schmeckt genauso, wie unser Hell schmecken sollte. Und das sagst ausgerechnet du, was gar kein Fan von der Kathi bist. Mei, Okay, lass ihn reden. Du, Tante Moni, was hältst du denn davon, wenn wir morgen mal wieder einen schönen Spieleabend machen? Hm? Mei, wieso nicht, wenn der Benedikt auch mag? Hummerl, ich habe eine Überraschung für dich. Ich habe uns 2 Karten bestellt. Im Kino morgen, in Bayerkofen für die Premiere von Alpenlodern 3. Da haben dir doch die 2 ersten Teile so gut gefallen. Hä? Ach, das ist ja super. Dann müssen wir unseren Spieleabend wahrscheinlich verschieben. Gell? Danke, Berli. Gern. Ihr wisst aber schon, dass das ein rechter Schmarrn sein soll, der 3. Teil, gell? Woher weißt denn du das? Das ist doch noch gar nicht angelaufen. Das habe ich irgendwo gelesen. Du hast schon über den richtigen Film gelesen, oder? Ich bin ja nicht blöd. Justus, na, das ist der Binder. Um die Uhrzeit holt er seine Kartoffeln. Kannst du bitte mal aufhören, dass du die ganze Zeit dazwischen funkst? Wenn du so einen Schmarrn daherredst, der Film, der ist gewiss spitzenmäßig. Ja, aber für euch gibt's morgen kein Kino. Ja, und warum das nicht? Weil Tante Moni einen Überraschungsbesuch kriegt. Aha. Und wer soll das sein? Ja, das siehst du dann schon. Also, wenn du mir nicht sagst, wer das ist, dann sag ich das Kino nicht ab. Jetzt habe ich das Wechselgeld vergessen. Na, Wisst ihr jetzt, welcher Film? na, das. Ja, das diskutieren wir jetzt gerade aus. Aber sag ihr bitte erst morgen, dass du nicht ins Kino gehst. Nicht, dass es am Ende noch irgendwas anderes vornimmt. Gut. Die Kompression habe ich überprüft und das Öl ist abgewechselt. Okay, du hast hoffentlich auf den richtigen Typ geachtet. Ist der Papst katholisch?
Was ist? Na, der schon wieder. Wieso? Der ist doch ganz nett gewesen. Nett. Nett. Kauft aber keine Autos. Nett will meistens bloß Probe fahren. Solche Typen kenne ich schon. Die rauben dir bloß Zeit und Nerven, sonst nix. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich hätte noch ein paar Fragen zu den beiden Autos, die ich mir gestern angeschaut habe. Die beiden da draußen. Haben Sie kurz Zeit? Gerade jetzt ist leider schlecht. Ich muss nur gleich hinüber in die Halle, da habe ich noch einen Termin. Wie lange dauert es? Ich kann gern warten. Das lässt jetzt leider gar nicht so genau sagen. Vielleicht kann ich Ihnen ja weiterhelfen. Ah, wir zwei hatten ja gestern schon das Vergnügen. Was hätten Sie denn für Fragen? Jetzt sind wir schon hübsch weit gekommen, ha? Bis zum Flughafen, das ist ja noch ein Stückerl. Sei froh, dass ich dir ein Frühstück ausgib, bevor dass wir einen Sascha abholen. Nicht, dass du nachher wieder Hunger kriegst und dann kaufst du irgend so einen Schmarrn am Flughafen. Hast du recht, ich meine, gegen eine Leberkassemmel umsonst ist nichts zum Einwenden. Das nenne ich Timing, dass der Kagerbauer auch gerade jetzt mit seinem Mist für seine Bioanlage da jetzt umeinander fährt. Der Rosi, der wollte halt, dass du noch mal ein bisschen frische Landluft hast, bevor du nach Griechenland fliegst. Wenn es halt nicht so stinkt hat. Jetzt übertreibst du aber, ich meine, ich riech nix. Entweder hast du einen sauberen Katar oder deine Nase, die liegt nur im Tiefschlaf. Es grenzt ja an Körperverletzung. Tonscha, wenn du schon da bist, dann würde ich jetzt Mittag machen. Ist recht, ja. Super. Und, was sagen Sie? Ja, gefällt dir mal schon. Das Design war damals schon der absolute Hingucker. Ja. Ja, deswegen braucht man auch das nötige Kleingeld für das Spielzeug, gell? Besser, als wenn es bloß auf der Bank rumliegt. Also der steigt auf jeden Fall noch im Wert. Ja, sicher, aber ehrlich gesagt frage ich mich, ob der Wagen auch wirklich genau das Richtige ist, was ich suche. Aber am Telefon haben Sie doch gesagt, dass es genau das ist, was Ihnen vorschwebt. Ja, freilich, aber Sie kennen das doch. Man muss doch erst mal selber drin gesessen haben, um sowas beurteilen zu können. Ja, das stimmt schon. Aber jetzt sind Sie ja drin gesessen. Ja. Aber wissen Sie, ehrlich gesagt, ich glaube, ich lasse mir das noch mal durch den Kopf gehen. Ja, gut. Ich melde mich bei Ihnen, gell? Kein Problem, Gut, okay. ja. Dann machen wir so. Ja. Danke, dann bis bald. Ja. Bis bald, ja. Ein schönes Teil. Ja. Servus. Servus. Voll tanken, wie gestern. Ja. Sie werden ja langsam einer unserer besten Kunden, Herr Kirchleitner. Ja, das sagst du mal meiner Frau. Erst fährt mein Cabrio auf Anschlag leer und anstatt dass er selber tankt, nimmt er einfach das andere Auto. Tja, so sind's die Frauen. Ne? Sag mal, war das gerade der Durst, der da weggefahren ist? Ja, schon. Ob der Wagen noch seiner ist, das wage ich zu bezweifeln. Wieso? Der ist jetzt schon ein paar Mal da gewesen, um sich die Oldtimer anzuschauen. Ja, anschauen. Aber mit dem Kaufen, da wird er sich noch ein bisschen gedulden müssen. Dem seine Firma hat neulich Konkurs angemeldet. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Doch. Wir haben auch noch eine Rechnung mit ihm offen. Es gibt halt immer ein paar Leute, die wollen bloß umeinander fahren. Aber die kosten Zeit und Nerven. Ja, das habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Freut euch eigentlich schon aufs Kino heute Abend? Ja, freilich. Du, das kommt mir gerade recht, weil wir gerade so viel Arbeit in der Abendstunde haben. Und du, Benedikte, freust dich auch schon? Ah, das Kino. Das habe ich glatt ganz vergessen. Was? Du hast es du ausgemacht? Ja, aber ich habe vergessen, dass ich dir Bescheid sag, dass wir nicht hingehen. Ja, und jetzt? Ja, weißt du, da ist beim Online-Ticketkauf da ist irgendwas schiefgelaufen. Was? Also, das Du hast bestimmt vergessen, dass das Kauf... Der hat vergessen, dass er auf Kauf bestätigen klickt. Genau, weil, weißt du, da ist da so ein kleines Haken. Kreuzerl. Ein Haken, der wie ein Kreuzerl ausschaut. Ja, und da habe ich vergessen, drauf zu klicken. Tut mir leid, Thomas. Und jetzt ist ausverkauft, oder was?
Ich geh noch wieder in den Stall. So ein Depp. Der Benedikt und Internet. Das ist wie der Lorenz und Fingerspitzengefühl. Zum Glück hat mich Gundi heute Nachmittag angerufen, dass ich mit ihrer auf dem Forschungsball gehe nach Emersried. Dann mache ich halt das. Was ist denn dann mit unserem Spieleabend? Geh, Kathi, den können wir anders mal auch machen. Nein! Doch. Ich mein, freilich, aber heute war es heute was Besonderes. Glaubst du, Tante Molly, du kannst doch mal echt alles verderben. Also, heute wartet eine Überraschung auf dich. Eine Überraschung? Ach so. Deswegen wollte er mit mir ins Kino, dass er mir auf eine falsche Fährte bringt und weil er was plant für mich. Ja, das wirst du dann schon sehen. Und? Haben Sie sich im Brunnerwirt entschieden, welchen Sie nehmen wollen? Na, überlegt habe ich, aber zu einem Ergebnis bin ich nicht gekommen. Das kenne ich. Letztes Mal, als ich mir Turnschuhe kaufen wollte, ist mir auch so gegangen. Bloß, dass die ein bisschen billiger waren. Ja, wie gesagt, mit dem haben sie halt den robusten Klassiker. Dafür ist der von der Form mehr schnittiger und macht ein bisschen mehr her. Hallo? Servus, Ach, da bist du wieder. Ja. Der Herr Sievers überlegt. Kann ich dich mal kurz sprechen? Ja. Was gibt's? Du hast ihn ja immer noch an der Backe. Ja, und? Gut, wenn du deine Zeit vergeuden willst, das ist deine Sache. Aber der lässt sein Geld genauso wenig da wie der Dorst vorhin. Ich muss Ihnen echt ein Kompliment machen. Mit Ihrer Auszubildenden haben Sie echt einen richtigen Glücksgriff gemacht. Ja, aus Franken halt. Also ich bin dann mal im Büro, ja? Ja, gut. Dann können Sie gleich einen Kaufvertrag fertig machen. Kaufvertrag? Allerdings. Heißt es, Sie haben sich entschieden? Ich glaube, ich nehm's beide. Was? Beide? Ja, das ist bestimmt eine gute Geldanlage. Und außerdem hat meine Freundin bald Geburtstag und der mintfarbene gefällt ihr sicher. Sie wollen ernsthaft die beiden Oldtimer kaufen? Alle zwei? Wie war Ihr Name noch gleich? Habe ich mir eigentlich gar nicht vorgestellt. Gilt Sie was? Sie sind ja der... Der Gründer von Servus Freunde. Lassen Sie einen nicht stören. Ich brauche bloß schnell die Lagerbestandslisten. Haben Sie eigentlich schon angefangen, das Bier von der Kathi zu verschneiden? Herr Kirchleitner. Ob Sie das Bier von der Kathi schon verschnitten haben? Herrgott, Stadler, Sie sehen doch, dass ich beschäftigt bin. Das mit dem Bier, das mache ich später. Ja, fragen werden wir wohl noch dürfen. Ursachen von Geruchs- und Geschmacksverlust. Eine Minderung der Schmeckempfindlichkeit kann ein Frühsymptom vieler Erkrankungen sein. Ein Verlust der Geruchs- und damit auch Geschmackssinns kann häufig altersbedingt auftreten und ist unter Umständen irreversibel. So. 2 Autos, 2 Verträge. Damit wir auch nichts vergessen, gell? Ja, das wäre halb so wild. Bei der netten Beratung wäre ich auch noch ein 40 Mal vorbeigekommen. Ich passe auf jeden Fall auf, dass die 2 Autos so bald wie möglich überführt werden. Vielen Dank. Wir haben zu danken. Okay, also, dann steht der Tag noch. Ebenfalls. Ade. Servus. Und wie war es in Mainz? Bist du erfolgreich gewesen? Du, freilich, ich muss so sagen. 2 Autos habe ich gekauft, die werden jetzt überführt. Und dann können wir es schön herrichten. Dann trifft sie das ja ganz gut, dass wir 2 von den 3 verkauft haben. Jetzt im Ernst? Und wen? Und den? Ha. Und den zweiten? Ah, und den. Wie verarscht's mich doch? Aber der nicht so ausschaut, aber er interessiert sich scheinbar für Oldtimer. Nicht schlecht, oder?
sind jetzt nur die Bauanträge fürs Neubaugebiet. Wenn wir weiter so wachsen, brauchen wir bald einen eigenen Flughafen. Das war doch ganz praktisch. Da kann der Flori aus Kanada direkt heimfliegen. Hast du eigentlich schon was gehört von ihm? Ist er gut angekommen? Er hat gleich danach eine SMS geschrieben. Ja, servus beieinander. Grüß dich. Ehrlich, grüß dich. Ich hab da eine kleine Stärkung für die. Aber nett. Also, Bernie, heute verwöhnst mich schon besonders. Okay, das kleine Stickerl Kuchen da. Na, es ist ja nicht nur das. Du hast ja nur eine Überraschung für mich heute, was ich gehört hab. Eine Überraschung? Mhm. Ich? Mhm. Ach, Berli, jetzt komm, jetzt gib mir halt so einen ganz kleinen Hinweis. Bloß eine grobe Richtung. Ja, Herrschaft. Ich stehe ja mit dem Traktor im Halteverbot. Also, ich muss gleich weg, ha? Bis später dann. Bitte. Was war denn das jetzt? Der Benedikt hat heute eine Überraschung für mich. Was Romantisches, ha? Und jetzt versuchst du ums Verrecken, dass du irgendwas rauskriegst. Ich freu mich halt auch so. Und er ist so süß, wenn er aber so tut, wie wenn er nichts vorhat. So, jetzt schaut's her. 3 Limo, die gebe ich heute aus, weil ich meine Spendierhosen anhab. Dann hoffen wir mal, dass du die gleiche Hose morgen wieder anzeigst. So, wenn der Tunsch also weitermacht und einen Bonus nach dem anderen kassiert, dann bin ich bald so arm, dass man bloß noch eine leisten kann. Was für ein Bonus. Ja, die 200 € pro verkauften Wagen, die ich ihm gestern versprochen habe. 200 €. Mike, da wollte ich auch noch mal mit dir drüber reden. Ne? Die Provision gehört eigentlich der Doni. Sie hat die Oldtimer verkauft. Das Einzige, was ich gemacht habe, war die Verträge rausdrucken. Nicht im Ernst, oder was? Sauber, nicht schlecht, hätte ich nicht gedacht. Na dann, Gratulation, 400 € extra. Wie jetzt ernsthaft? Na ja, freilich. Dann kann er mir ja das neue Tablet kaufen. Das mache ich gleich heute, bevor ich mit dem Basti ins Kino gehe. Bist du sicher, dass das Geld dafür ausgeben, mein Herz? Ich meine, du hast einen Computer, du hast ein Handy. Ja, das ist das neueste Modell. Das hat allerlei Kinkerlitzchen und voll viele neue Funktionen. Das braucht man. Und den Rest den spenden wir ans Tierheim. Die brauchen nämlich ein paar neue Hundehütten. Wenn's du meinst, weiß ich. Und dir gebe ich ein Stück dort aus. Vier. 1, 2, 3, 4. Macht er keinen Kopf. Machen wir Hexen wegen meiner Überraschung. Es bleibt aber trotzdem eine Überraschung, also frag gar nicht erst. Du kannst mir wenigstens so ein bisschen was verraten. Mhm. Den einzigen Typ, den ich da gebe, ist Würfel. Hat der Nick schon wieder geschrieben oder was? Babst die ganze Zeit an deinem Handy? Nein? Ich hol uns jetzt noch was zum Knappern. Du kannst aber wenigstens sagen, wie lange das noch dauert. Der hat über eine Stunde Verspätung. Wer? Jawohl, ich hab grad nachgeschaut. Über eine Stunde? Was? Was das? Wir müssen jetzt die Moni noch hinhalten, oder was? Muss ich wirklich nur so lang warten? Eine Überraschung braucht halt seine Zeit. Ja? Wer ist denn dran? Ich. Ah, 6. Ein Sechser. Antimon, jetzt musst du aufpassen. 6.
Nix. Ich schmeck überhaupt nichts mehr. Also eine Stunde ist für jetzt noch schon langsam rum, gell? So, Benedikt, du nimmst wieder die blauen, dann die Moni die grünen und ich die roten. Die haben mir bis jetzt immer Glück gebracht. Müssen wir wirklich nur Runden spulen. Also ich kann's kaum erwarten. Ich bin fix und fertig. Ich gehe jetzt ins Bett. Das mit der Überraschung. Nicht einmal das hält mir mehr Woche Zeit. Die Moni. Runden geht noch. Hm? Nein, wirklich nicht. Ihr seid's gut, wisst ihr. Zuerst macht's mich heiß und dann kommt nichts. Dann überrascht's mich lieber morgen. Also Hummerl, ich bin mir sicher, dass die morgen noch genauso gefreist. Ja, ja. Aber ein bisschen geschert finde ich das schon, gell? Das sag ich dir. Wenn man mir zuerst was verspricht und dann krieg ich's nicht. Weißt du, hättest es gleich bleiben lassen können. Weil Überraschungen, die wo gar keine sind, auf die kann ich ganz gut verzichten. Grüß die Mama. Korbi! Korbi! Das gibt's ja nicht! Das gibt's ja nicht! Das ist vielleicht eine Überraschung. Also der Tag heute, der läuft echt wie geschmiert. Nach der Arbeit habe ich noch schön Zeit gehabt, einzukaufen. Und der Kinofilm hinterher, der war echt spitze. Da schauen's her. Mein neues Tablet. Was in der Tüten ist, das erfahren Sie schon noch früh genug. Wie schaut's aus? 300 € Provision, wenn ich bis morgen Abend verkaufe? Also gut. 200 € Bonus, wenn du einen bis morgen Nachmittag verkauft hast. Okay, aber dann pro Wagen. Ich schon eh. Jetzt verkauf erst einmal einen. Kann die vielleicht eine Probefahrt machen? Ja, da muss jetzt bloß noch die Unwucht ausgeglichen werden, aber dann kein Problem. Aber der hat jetzt sich für den interessieren. Ja, vor allem die Farbe gefällt mir. Na, das ist doch schon mal was. Sonnenschein an, ich hab die Unwucht noch nicht gekriegt. Sollen wir gleich einen neuen Termin ausmachen? Ich melde mich bei dir. Es tut mir leid. Aber du hast gesagt, richt die Oldam und nicht mach den anderen zuerst. Brauchst du nicht mir die Schuld in die Schuhe schieben. Hör mal zu, du bist aber schuld. Ab jetzt befolgst gefälligst meine Anweisung, sonst rede mal mit Maike ein ernstes Wort. Da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim, dort wo ich jeden auf der Straße kenn. Da kannst dann jeden Menschen fragen, er wird dich anschauen und dir sagen, daheim ist daheim. Daheim ist daheim, da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim. Ich glaube, du spinnst ein bisschen. Jetzt kommen wir wieder runter. Gib mir einfach klare Anweisungen, dann haben wir solche Probleme gleich gar nicht. Gut, vielleicht habe ich mir ein wenig missverständlich ausgedrückt. Tut mir leid. Passt schon. Du magst zwar erst unser Azubine sein, aber dagegenhalten tust du ja dreifach geprüfter Kfz-Meister. Nur wenn's angebracht ist. Und was mache ich jetzt mit Herrn Dorst? Ich hab schon gehofft, dass er vielleicht bei einem Oldtimer zuschlägt. Naja, bis jetzt hat er ja nur einen vor den Probe gefahren. Du meinst, wenn er erst in dem Cabrio drin hockt? Dein Verkaufstalent bringst ihn schon dazu, dass er einen mitnimmt. Ja. Stadler? Kathi? Ja, arbeitet bei uns keiner mehr, oder was? Herr Kirchleitner, da sind Sie.
Ich hab schon im Büro nach einer geschaut. Ich war vor 10 Minuten schon mal da habe ich die nicht gesehen. Ja, ich hab der Bini erst einmal nur Servus sagen müssen. Die fliegt doch heute mit dem Flori nach Kanada. Das war übrigens mit der Frau Kirchleitner ausgemacht. Ja, ist schon recht. Na? Wie schaut's aus mit deinem Bier? Sehr gut, ich hab alles schon vorbereitet. Schön. Mein erst selbstverantwortetes flüssiges Gold. Na, so stimmt es aber nicht. Oder hast du schon vergessen, wie du dein Energy-Bier entwickelt hast? Ja, das ist halt mein erstes heiß. Weißt du was das? Das schmeckt irgendwie noch gar nichts. Ich finde, das schmeckt wie das Kirchleitner hell. Und so soll es ja auch schmecken. Soll's ja, tut's aber nicht. Ich mein, das muss doch du schmecken, so wie ich die ausgebildet hab. Ja, aber ich hab mir doch genau ans Rezept gehalten. Ja, anscheinend nicht, weil sonst hat man's schmecken. Ja, und jetzt? Ja, und jetzt? Was tut man mit dem Bier, was nicht passt? Simona, Ja, ganz genau. Das können wir's mit dem Starkbier verschneiden, weil so können wir's unmöglich abfüllen. Aber da kümmere ich mich selber drum. Komm, geh du an die Etikettiermaschine. Genau, Herr Dorst. Das mintfarbene Cabrio. Natürlich haben wir das durchgecheckt. Das, was bei der Probefahrt vorgekommen ist, das passiert uns kein zweites Mal. Wunderbar. Dann sehen wir uns morgen. Wiederhören. Morgen um 11 muss man den Rücken frei halten. Da kommt der Dorst nochmal und checkt das Cabrio. Super. Wie wär's mit? Danke, Toni, dass du mir auf die Idee gebracht hast. Wie wenn ich jetzt selber drauf gekommen wäre, dass ich den nochmal anrufe. Also gut. Danke, Toni, Geht doch. dass du dich darum kümmerst, dass das Cabrio morgen tipptopp in Schuss ist. Ich hoffe, du zeigst auch so einen Einsatz, wenn ich einmal einen Kunden an der Angel hab. Darüber reden wir, wenn es dann soweit ist. Jetzt schauen wir erst mal, dass das mit dem Verkauf hinhaut. Dann lade ich die morgen auf ein Stückler Torten ein, hä? Na super. Ja. ja, so geht es auch. Ich sollte mir über den Herrn Kirchleitner jetzt gar nicht mehr so aufregen. Und die Überraschung für Tante Moni ist jetzt eh viel wichtiger. Du, die wird garantiert keinen Fuß vor den Hof setzen, bevor du nicht da bist, das sag ich dir. Na ja, weil ich es einfach mit dem Spieleabend da festnagel. Kann also gar nichts mehr schief gehen. Boah, auf der Gesichter freue ich mich jetzt schon. Ich werd mit dir so eine Schau kriegen, wo die nächsten 100 Jahre nicht mehr zusehen. Ja, hallo, überleg einmal. Die hat überhaupt keine Ahnung, dass da gerade du morgen da auf der Matte stehst. Martin, die Post von heute. Zu Händen von Martin Kirchleitner. Ich habe mich natürlich nicht traut, dass ich da reinschaue. Ja, dann legst du her. Sag einmal, geht das in Ordnung, dass du uns morgen zum Flughafen fährst, den Sascha und mich? Freilich, das hab ich doch gesagt. Wie lange bleibst du denn eigentlich auf Naxos? Ja, ich bloß ein paar Tage und der Sascha, der bleibt gleich ein paar Wochen. Der hilft nämlich seinem Spezi in der Taverne. Der hat ein Leben. Und du kannst das mit deiner Therapie vereinbaren. Ja, der Dr. Strobler hat gesagt, ein bisschen Abstand, das schadet nicht. Da ist recht. Der Hubert und ich, wir schmeißen den Laden schon. Ach, da sind Sie. Ich hab Ihnen schon gesucht, Frau Kirchleitner. Da ist mein Urlaubsantrag für das Jahr. Stadler, du bist aber früher dran. Ja, ich hab noch was ändern müssen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ja gut, kannst du das nicht woanders besprechen? Siehst du, dass ich beim Arbeiten bin? Ja, ist ja gut. Was hast du denn auf einmal? Nix. Außer, dass der Kathi ihr Bier total daneben gegangen ist. Was? Hättest du mir aber schon früher sagen können. Mach dir du keine Sorgen, das Bier wird verschnitten und die nächste Charge mache ich selber. Also, ich finde, das hat passt. Ja, finde ich schon. Was? Das Bier schmeckt genauso, wie unser Hell schmecken sollte. Und das sagst ausgerechnet du, was gar kein Fan von der Kathi bist. Mei.
draußen reden. Du, Tante Moni, was hältst du denn davon, wenn wir morgen mal wieder einen schönen Spieleabend machen? Mei, wieso nicht, wenn der Benedikt auch mag? Hummerl, ich habe eine Überraschung für dich. Ich habe uns 2 Karten bestellt. Im Kino morgen, in Bayerkofen für die Premiere von Alpenlodern 3. Da haben dir die 2 ersten Teile so gut gefallen. Hä? Ach, das ist ja super. Dann müssen wir unseren Spieleabend wahrscheinlich verschieben. Gell? Danke, Berli. Gern. Ihr wisst aber schon, dass das ein rechter Schmarrn sein soll, der 3. Teil, gell? Woher weißt denn du das? Das ist doch noch gar nicht angelaufen. Das habe ich irgendwo gelesen.